vom Fischer und seiner Frau. Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die haben zusammen in einer armseligen Fischerhütte gewohnt, ganz nahe am Meer. Und der Fischer ist Alltag angegangen und hat gefischt und gefischt. Da sitzt er wieder einmal mit der Fischerrute und schaut immer in das klare Wasser hinein. Da ist die Angel auf den Grund gegangen, tief runter. Und als er sie wieder raufzieht, hängt ein grosser Fisch dran, ein Butt. Der fängt an zu schwätzen wie ein Mensch. Los mal, Fischer, bitte lass mich leben. Ich bin kein richtiger Butt. Ich bin ein verwünschter Prinz. Was nützt dir, wenn du mich tot machst? Ich würde doch nicht schmecken. Wirf mich wieder ins Wasser und lass mich schwimmen. Da sagt der Fischer. Und du musst gar nicht so viel Wort verlieren. Ein Butt, der schwätzen kann, tue ich doch nicht töten. Er hat den Fisch wieder ins Klarwasser geworfen und der ist davon geschwommen. Er hat einen langen Streifen Blut hinter sich gelassen. Der Fischer steht auf und geht zu seiner Frau in die Hütte. Sie hat schon auf ihn gewartet und gefragt: «Ma, hast du heute nichts gefangen?» «Nein, ein Butt habe ich gefangen. Aber der hat gesagt, er sei ein verwünschter Prinz. Da haben ihn halt wieder schwimmen lassen.» «Ja, hast du dir denn nichts gewünscht?» fragt die Frau. «Nein, was hätte ich mir denn wünschen sollen?» «Ja, also los mal, das ist doch schlimm, immer in dieser schäbigen Hütte wohnen. Da stinkt's und ist so eklig. Hättest du doch ein kleines Haus wünschen. Gang noch mal ans Meer und rufen. Es soll uns ein schönes kleines Haus geben, das macht er sicher. Du hast ihn doch gefangen und wieder schwimmen lassen. Gang, aber ein bisschen schnell.» Der Mann hätte nicht recht wollen, aber er ist einen weggegangen. Als er ans Ufer kommt, ist das Meer ganz grün und gel und gar nicht mehr so klar. Der Fischer steht ans Ufer und ruft: «Manche, Timpete, Butche in der See, meine Frau, die Isabel, will nicht so, als ich wohl will.» Der Fisch kommt anzuschwimmen und fragt: «Was will sie denn?»